Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit einem neuen Durchgang und dieses Mal bin ich mir relativ sicher, wird's der Gewinner-Run. Neuer Durchgang, War Drum. Das hat sich fast gereimt, aber nur fast. So, neuer Durchlauf und ich glaube, also wir haben ja jetzt zweimal den letzten Boss platt gemacht. Bei einem Mal war er dabei, beim zweiten Mal nicht. Nee, warte mal, umgekehrt. Beim ersten Mal war er nicht dabei, das habe ich ja im Urlaub gemacht. Beim zweiten Mal war er dabei. Jetzt müssen wir noch einmal platt machen und dann haben wir ihn. Also, ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Oder so. Stark handelt mein Lehnsherr. Ich, der unermüdliche Hühne Togo und einige andere, haben den Aufbau diesen Außenpostens abgeschlossen. Wir sind näher an der Talamanti-Siedlung und werden den Vagabundenanführer im Handumdrehen kalt machen, ja? Gute Arbeit, Jungs. Ich habe auch zusätzlich Vorräte für uns gesammelt, also lasst mich derjenige sein, der führt. Mein geschärfter Speer wird das Blut des Feindes kosten und uns den Sieg bringen. Du kannst mit einem scharfen Speer ja auch echt den Spieß umdrehen. Ja, mal sehen, wen ich wähle. So. Außenpostenverbesserung. Ach ja, wir haben ja, ich dachte mir gerade, was ist denn das jetzt für eine blöde Story hier? Ja, sorry. Also, wir haben ja hier der Außenpostenverbesserung, genau. Der Außenposten ermöglicht es deiner Kriegskapelle, ihre Reise in der Mitte der Chioso-Ebene zu beginnen. Du kannst eine komplette Kriegskapelle mit 5 Einheiten wählen und jedes Mitglied beginnt mit zusätzlicher Erfahrung. Yeah! Das war nämlich genau das, was ich mich gefragt habe. Da fehlen ja dann 2 bis 3 Kämpfe oder so. Die muss ich dann irgendwie wettmachen, aber wenn man zusätzliche Erfahrung hat, ist cool. Der Außenposten versorgt eine Kriegskapelle außerdem mit zusätzlichen Gegenständen und Schmuckstücken. So, und ich kann gleich 5 Stück wählen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist gut. Wieso bin ich eigentlich so schief? Ach so. Mein Kontrollmonitor ist schief. So, jetzt sehe ich besser. So, okay, also Kriegstrommler ist gesetzt, muss ich nehmen. Mal schön ins Mikrofon gehustet, tut mir leid. Also, gesetzt ist der Bogenschütze und die Attentäterin, ganz klar. Die Frage ist jetzt, I will lead us to victory. er ist auch gesetzt. Die Frage ist jetzt halt, also wenn es wirklich nur darum geht, so sicher wie möglich den Endgegner platt zu machen, dann muss ich ja Baruch wählen oder den Krieger. Ich würde sehr gerne die Rhythmuswirkerin wählen, weil die wird saumäßig stark. Aber bis dahin ist es saumäßig schwach und du musst immer auf sie aufpassen. Ja, komm, ich könnte jetzt auch noch mal sie zeigen. Ihr habt da ja, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gesehen. Aber ich wähle ihn. Bisschen lame, ich weiß, aber machen wir halt. Was gibt's hier? Vitalitätsarmschiene. Plus 15% maximal Lebenspunkte, nehme ich mit. Genesungssalbe, Sprengmuschel. Ja, geil, nehme ich mit. Oh, was gibt's hier noch? Ein Besserungstalisman. Heile dich selbst mit 15% der maximalen Lebenspunkte, wenn du eine Fähigkeit auf einen Verbündeten wirkst. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch. Und das habe ich meinem Heiler gegeben. War sehr praktisch. Grüne Schärpe. 5% auf Glückswert oder 4% kritische Chance pro Feld, das von der Startposition dieses Zugs aus zurückgelegt wird. Okay, das heißt, theoretisch könnte ich bis zu 4 Felder gehen. Jeweils 4, 8, 12, 16. Das habe ich jetzt fast ohne Finger ausgerechnet. Das wären also immer 16% kritische Chance. Nein, ich nehme das da. Alles klar. Oh, ich kriege noch eins. Heile 5 Lebenspunkte zu Beginn jedes Zugs. Das ist praktisch jeder zweite Angriff gegen den Träger verursacht 50% weniger Schaden. Sorry. Oder gegnerische Verfehlenchance plus 10% gegen diese Einheit. Das Ding ist geil, aber der da ist noch geiler. Ja, zum Glück werden meine Videos nicht monetarisiert, weil ich so wenig Leute habe. Weil ich glaube, so früh darfst du gar nicht geil sagen. Sehr ungeil, gell? Wir nehmen das da. So, was? 3? Wird ja immer besser hier.
Plus 40 kritische Chance, wenn du von hinten angreifst. Plus 5 auf die Werte für Verteidigung und Widerstand. Oder minus 10 erlittener physischer Schaden. Dann nehme ich doch den da. Und da habe ich auch gleich eine Frau im Sinn, die den nehmen kann. So, und jetzt gucken wir mal. Wir müssten jetzt rein theoretisch, hat er ja gerade gesagt, in der Shioso-Ebene mittendrin anfangen. Genau. Und zwar, genau, ich wollte gerade sagen, beim Figürlein aussuchen. Haben wir ja quasi gerade gemacht. So, jetzt will ich aber gucken, mit welchem Level wir anfangen. Okay. Erstmal Fertigkeitenbaum. Welches Level haben wir denn? Wo steht denn das? 3. Boah. Ist in Ordnung. Nehm ich. So, dann gucken wir mal. Die hat er, glaube ich, sowieso. Die hat er alle. Herzschlag oder lautes Klopfen. Nehmen wir den Herzschlag. Muss ich bestätigen. Dann Rhythmus des Steins, Verteidigungsstärkung, Rhythmus der Schwäche, gegnerische Einheiten innerhalb der Aura werden mit einer 5. Nein, ja, ich weiß, sehr langweilig, wie ich hier gerade spiele, aber es hat sich halt bewährt. So, und jetzt pass auf, du kriegst auch noch dieses Dingens da. So, jetzt zu dir, Baruch. Mein guter Baruch. Fordere einen Gegner heraus, indem du ihm 2 Züge lang markiert zufügst. Erleide einen konternden 1 bis 3 Nahkampftreffer für einen gegnerischen Zug. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich nehme einfach das. Das habe ich schon beim letzten Mal. So, jetzt habe ich, glaube ich, die sind generell passiv. Muss ich da einen auswählen? Nee, da kann ich gar keinen auswählen. Warum? Der ist nur Level 2. Na, das ist aber nicht cool. Lässt Klingenhieb ein Zug lang markiert. Das ist ein Klingenhieb. Das da, das ganz normale Zuhauen ist Klingenhieb. Ein Zug lang markiert Ziele mit unruhig belegen. So, ja. Okay, pass auf. Jetzt zu dir erstmal. Kniehaltung. Nein, wir nehmen Wachsamkeit. Wachsamkeit ist super. So, er ist auch erst Level 2. Ich dachte, die sind alle Level 3. Ah, er ist Level 3 und sie ist Level 2. Das ist aber komisch. Naja, so, ich nehm mit, was ich krieg. Will ja gar nicht meckern. So. Dann haben wir hier wieder die Wachsamkeit. Die nehmen wir mit. Und hier haben wir Handeln ohne Rücksicht. 15 Schaden, der bei Markiert zugefügt wird. Lasse das Kriegs- oder Klingen führt Gegner auch taub. Minus 5% erlittener Schaden pro Verbündeten in der Nähe des Wächters. Wie nah ist nahe? Standhalten, Beleg getroffen, Ziele. Ich glaube, wir hatten das da. Plus 15 Schaden bei Markiert. Ja, wir hatten das da immer. Dann nehmen wir auch weiterhin das da. Ich weiß ja gar nicht, was das andere ist. So, jetzt zu ihr. Schattenberührung, passiv. Ein Zug lang mit markiert, wenn du dich durch ihn hindurch bewegst. Ja, und das hier ist geschnippte Dolche. Moment. Leicht physisch. Kann sich nach dem Einsatz... Ja, das haben wir ja. Ja, stimmt. Moment, das muss ich auswählen. Ach so, nee, muss ich nicht auswählen. Habe ich beide, genau. Und da sie nur Level 2 ist, so wie es aussieht, kann ich auch noch nichts anderes wählen. Die hat irgendwie nicht viel Auswahlmöglichkeiten irgendwie so. Ist ja auch egal. So, ach so, nee, Moment. Du hast noch das da von hinten. Dann der Togo kriegt wieder der zweiseitige Schild. Und was war das da? Plus 15% Maximum. Ja klar, kriegst du. So. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt am besten machen. Ich nehme das da. Während du abseits der ausgetretenen Pfade wanderst, entdeckst du eine einladende Oase. Als du eine Pause ausrufst, fängt das Wasser an zu schimmern, was auf seine heilende Wirkung. Dann machen wir mal eine Pause. Lebenspunkte fürs nächste Gefecht. Ja, ist egal. Was wir haben, haben wir. Haben. So. Endlich kämpfen. Wurde auch mal Zeit. So. Guti, dann gucken wir mal. Plan ist aufleveln. Ganz viel. Level, auf. Hinterhalt, ja? Klar. Und jetzt lass mich raten.
Ja, heizen uns jetzt an. Ja, das ist. Der war gemein. Jetzt wirst du mir büßen. Und mit dir fange ich an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Wieso kann ich da nicht durchgehen? Ja. Weil der da steht. Ich kann doch normalerweise durch Gegner hindurchgehen. Naja, so, fangen wir erstmal an. Mit ihm hier. Der stellt sich jetzt erstmal dahin und schießt dahin. Ja. Jedem mal ein bisschen Schaden gemacht, statt einem sehr viel. So, jetzt pass auf. Hast du schon deinen Move? Nee, hat er nicht. Schade. Right. Wieso kann ich denn durch ihn nicht durch? Habe ich das noch gar nicht gelernt? Muss ich das erst lernen? Das wäre ja mal richtig kacke. Also zuallererst mal verstecke ich mich. Ich weiß, feige. Feige, aber muss sein. So. Überlegen, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. I got this. Okay. Pass auf. Yep. Kriegen das jetzt... Nein. Achso, ich kann ja noch Ja. irgendwo anders hingehen, ja? Nee, ich bleib hier. Let's go. Er trommelt Angriff auf uns alle. Destroy them. Jawohl, habe ich vor. So, also, du machst die Oma platt. Cool. Reicht nicht ganz. Wie viel hat sie noch? 8. Reicht sehr wohl. This again? Okay, pass auf. Zuallererst darf er eine Sprengmuschel schmeißen auf die Oma. Damit die einfach weg ist, die Oma. Dann darfst du dich da reinstellen und den da angreifen, ja? Reicht leider auch nicht. Aber ich habe ja hier noch jemanden, die kann auch noch eine Sprengmuschel schmeißen. Auf ihn da bitte. Also 18 Schaden macht das. Und der hat noch wie viel? 13. Ja, das passt doch. Halt. Well. Großes Badaboom. Mächtiges Badaboom. So, Guti. Jetzt dürfen die Gegner. Jetzt dürft ihr euch heilen, ihr Feiglinge. Und so feige gleich beim ersten Mal von hinten anzugreifen. Geht ja gar nicht. Jetzt kommt die Oma und macht heilender Schub. Auf wen denn? Ach, auf sich. Ja, dann mach du deinen heilenden Schub. Oh, das ist aber gemein. Ja, aber der trifft sich doch selbst, der Trottel. Trottel. So, jetzt zu dir. I'm waiting. So. Zack. Der ist weg. Und weiter geht's zu der Oma. Yeah. Nee, nicht zu der Oma. Zu ihm hier. Du darfst jetzt mal ein bisschen auf die Oma schießen.
Habe ich mir mehr erhofft. Ach, da unten ist auch noch eine Oma, gell? Ja, komm, hau einfach drauf. You like that? Here's another. Sorry. Ja gut, an die komme ich wenigstens ran. Also machen wir sie fertig. Keine Ahnung, was da gerade los war. Vielleicht habe ich wieder mal falsch. Ich bin aber auch gerade verletzt, wie man sieht. Hier, ich habe mir einen Daumen gehobelt. Ist auch egal. Ist mir zu peinlich, das hier zu sagen. Und ja, deshalb bin ich hier ein bisschen gehandicapt. So. Aber sie kann sich noch da verstecken. Einfach nur verstecken, alles klar. Jetzt haben wir ja nur noch die Oma übrig. Die haut dem jetzt mit dem Stock auf die Stirn. Mann, das hat ja richtig wehgetan, Oma. Du schlägst wie eine alte Frau. Du Oma. Wollt's ja nur gesagt haben. So, siehste. Ach so, ja, das war ja hier. Ich habe ja von hinten angegriffen. Gibt ja ordentlich kritischen Schaden. So, gut. Erleide und verursache 25% weniger Schaden, ja, und eine Rhythmuskette. Okay. Ich mag so Sachen nicht, wo hier erleide und verursache. Das ist immer schlecht. Erhöht die Verteidigungsstärke von Konterhaltung auf 10%, von 10 auf 15% und lässt Klingenhieb einen Zug lang. Markiert Ziele mit unruhig belegen. Ja, nee. Wir machen das dann. Okay? So, halt. Kritische Trefferchance bei maximaler Reichweite. Chance von 25 bis Dingsbums markiert hinzuzufügen. Ich mach kritische Trefferchance bei maximaler Reichweite. Ja, schnell das. So, hier. Beginne das Gefecht 2 Züge lang im Status verborgen. Kann überall auf dem Schlag. Ach, du lernst das erst mit Stufe 3. Das wusste ich gar nicht. Okay, haben wir wieder was gelernt. So, wir sind ja jetzt Stufe 3. Passt ja. Dann gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Einen Kampf haben wir noch. Machen wir einen Super-Mega-Kampf oder nicht? Lass mal gucken. Ah, okay, wir müssen einen von denen machen. Ungenützte Schmuckstücke. Was haben wir denn gerade gekriegt? Weniger Schaden, ne, das brauche ich nicht weg. Ich würde halt gern darüber gehen, aber da komme ich jetzt hier nicht mehr hin. Weil dann könnte ich mir geiles Zeug kaufen, weißt du? Aber ja, wir machen den Mega Elite-Gefecht. Elite-Gefecht 2, um genau zu sein. Ich hoffe mal, dass wir jetzt halt nicht angegriffen werden. Weil ich hoffe, ich erhoffe mir vom Elite-Gefecht mehr XP. So. Ist das gegen diese großen... Oh. Oh. Das sind ja lauter Bogenschützen und eine Oma. 2 Omas, 3 Bogenschützen. So, wo ist sie denn? Bestes Mädel überhaupt. Das ist ein bisschen doof. Denn ich habe mit ihr noch nicht... Die Angriffe, die ich bräuchte, die lerne ich erst da. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Okay. So. Okay. Nee. Wir müssen uns da irgendwie durchboxen. So, jetzt pass auf. Attentäter. Wo habe ich denn jetzt mal eine Attentäterin hin? Ach, die sitzt noch da unten. So, wir machen das mit Fässern. Habe ich gerade beschlossen. 1, 2, 3, 4. Wir machen das mit Fässern. Ich setze... Ich muss da runterkommen, ja? Okay. 1, 2, 3, 4, also so ungefähr.
Okay, ich setze hier hin. Dann... Der da ist falsch. So ist es richtiger. So machen wir das. Ja, Schmuckstückplätze sind mir egal. Okay, also jetzt testen wir das da mit der Attentäterin. So, und jetzt hau ich das Ding da oben hin. Oder soll ich die Oma hauen? Aber wenn ich die Oma hau, werde ich entdeckt. Aber wenn ich hier hau, werde ich ja auch entdeckt. Das ist schon kompliziert. Das ist schon kompliziert. Okay, ich muss meine Taktik nochmal überdenken. Kann ich den Dolch da drauf machen? Aber dann kriege ich den Schaden. Das wäre doof. Oder auf die Oma. Oder ich mache den hier auf die Oma. Ich mache den hier auf die Oma. Ich hätte die Oma von hinten angreifen können. Das wäre mal richtig gut gewesen, weißt du? Aber mal so richtig gut wäre das gewesen. Das war gerade sehr dumm, was ich gemacht habe. Da ist ein Felsen, richtig? Okay. So viel kann er ja noch nicht. So, mal ein bisschen aufgepowert. Es läuft ja schon mal nicht so gut an. 1, 2, 3, 4. Okay, pass auf. 1, 2, 3. Wie? Das ist ja Kacke hier. 18, 15. Wieso steht hier minus 18% erlittener Schaden und hier steht erlittener Schaden minus 15? Warum ist es denn da andersrum? Weil es so ist. Okay, ich muss ihn aber hier hinstellen. Ich muss ihn sogar hier hinstellen. Das bringt nichts. Ich muss ihn einfach nur hinstellen. Die werden da nicht in die Nähe kommen, das ist klar. Ich will sie nur von meinem Mädel da unten ablenken. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier mache. Yeah. Ja, ich trommel das jetzt einfach auf mich selbst. Shields up. So. Jetzt gucken wir, was der Gegner macht. Er heilt die Oma hoch. Daneben Hälfte. Okay, Plan funktioniert. Ach, guck mal, jetzt hätte ich dieses Giftding so vergiftet. Ah. Salbefeuer. Ja, oh, das hat gar nicht mal so viel abgezogen. Was macht er? Er geht natürlich auf die Attentäterin. Auf die Cassandra, das war klar. Aber es ist nur einer draufgegangen. Also, nee, es ist halt eben keiner draufgegangen. Es ist nur einer auf die Attentäterin und hat die attackiert. Attackiert? Let's see if I still got it. Oh ja, jetzt bin ich aber mal selbst gespannt. What a mess. Ist das ein Dip? Ist das ein Dip? So, ich bin leider nimmer verdingst. Aber für den da reicht's noch. So. Ein Bogenschütze weg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die anderen da wegkriegen. Und das Ganze machen wir etwa so. Easy. Okay. Was? Nein!
Warum hat er sich denn jetzt da unten eingeloggt? Ich wollte gucken, ob er da rüber gehen kann. Das war jetzt vollkommen sinnlos. Das war jetzt ja richtig vollkommen sinnlos. Ihr merkt schon, ich bin noch nicht so richtig drin. Oh, meine Attentäterin, ja, die kann sich noch ein bisschen aus dem Taub machen. Aber leider nicht so gern, wie ich es gerne hätte. Wollen wir. So, wir machen einfach so. Aha, siehst du? Das war schon mal gut. Damit trifft sie mich nämlich nicht mit ihrem lodernden Dunst. Und diese Oma da... Was macht die da? Achso, die fügt der anderen Oma Bluten zu. Warum sollte man das tun? Alter, hat der einen langen, hä? So, jetzt sind wir wieder am Zug. Aua. Du gehst auf jeden Fall mal hier hin. Bleibst mal kurz stehen. Denn du, mein Guter, gehst hier hin. Und jetzt gehen wir zurück zu ihm. Der heilt gleich. Okay. Halt. Überlegen. Ach, guck mal, ich schnetzel die Oma von hinten. Oma von hinten schnetzeln. Meine Spezialität. So. Und dann bleibe ich vielleicht erstmal hier sitzen. Da kommt auch der Fuzzi nicht an mich ran. Ja, gut. Dann... Du. Stellst dich da... Ne, eigentlich kannst du gleich angreifen. Ne, kannst du nicht. Bevor er wieder irgendein Fass angreift oder so. Das war ziemlich doof. So, gucke, das ist gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut in dem Sinne. Doch. Geht. Ich kann ja zuerst heilen, ja. So, erst ihn heilen. Ja, I need healing. Und jetzt kann ich mit ihm, nachdem ich geheilt wurde, ihn hier angreifen. Und ihn platt machen. Ja, genau. Ja, haben wir hingekriegt. War ein bisschen komplizierter, aber haben wir Was ist denn hier los? Achso, die Oma! Mann, die Oma! Ich hab die Oma vergessen. I am thunder. Ja. Gut, Oma. Dann kriegst du mal ein bisschen auf den Buckel gehauen. Oh, das war linker Button, nicht linker Drücker. So, passt soweit. Die gute Assassine, die wird jetzt erstmal nichts machen. Sie heilt sich jetzt noch. Was hast du denn vor, Oma? Ernsthaft jetzt? War doch jetzt unnötig. Ich hätte, anstatt mich zu heilen, weil klar ist, schaffst du eh nicht, wäre ich jetzt halt lieber hingegangen, also so als Oma halt. Und hätte noch irgendjemanden einen reingehauen. Hätte ich gemacht so. Wenn du schon weißt, du kannst nur verlieren, dann sorg wenigstens dafür, dass du in Erinnerung bleibst. So ist mein Plan so. Naja. So, haben wir hingekriegt. Sehr schön. Ah, was eine Sauerei. Sehr schön. Haben wir hingekriegt. Was gibt's hier? Ein Tüftlerschal. Wenn du einen Gegenstand mit dieser Einheit verwendest, verringern sich die verbleibenden Abklingzeiten ihrer Fähigkeiten um 1 Züge. Ja. Jeder gegen Stufenaufstieg. Ja, das ist immer praktisch. So, was haben wir hier zum Beispiel? Wo geht's los? Die kritische Chance von Gegnern wird gegen Verbündete innerhalb der Aura verringert oder Gegner innerhalb der Aura erleiden eine Chance von 50%, ein Zug lang am Ende des Zugs der Kriegskapelle mit unruhig belegt zu werden. Verfehlenchance um 25% erhöht. Ich mach das da. Gegner innerhalb der Aura, also du hast hier halt Gegner in der Aura oder deine Leute innerhalb der Aura. Aber hier hast du nur eine Chance, dass sie mit unruhig belegt werden. Ich will keine Chancen. Ich will, dass das immer so ist. Was ist denn das hier?
Physischer Angriff auf ein Einzelziel, der 1 bis 2 Züge lang je nach Auswahl des letzten Taktgebers schwächt. Nein, dieses Vorbereiten, Wachsamkeit, Dingens da. So, da haben wir immer das da genommen, Schnellschüsse, verringerter Reichweite, hoher kritischer Schaden oder das da wird's. Ich weiß, dass ich immer sehr gleich spiele, aber es hat sich halt bewährt. Du hast halt wirklich nicht viele Auswahlmöglichkeiten und warum soll ich etwas wählen, wo ich noch nicht mal weiß, ob es gut ist. So, ein diagonaler Nahkampfangriff, also der so X vermischt das Ziel mit der Kehrseite des Speers trifft, physischen Schaden zufügt. Es wird 2 Züge je nach Eingabe schwächt, verwirrt oder bluten. So. 3 Felder gleichzeitig trifft, physischen Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Jo, das nehmen wir. Und hier meine Lieblingsfähigkeit, das da. Was ist denn das da eigentlich? Beweg dich auf ein benachbartes Feld, werde für 2 Züge verborgen und hinterlasse einen Schattenköder. Kann sich im nächsten Zug wieder zum Köder teleportieren und ihn explodieren lassen, wodurch Schaden im Umkreis verursacht wird. Aber dieser Schattenköder verursacht auch Schaden bei meinen Leuten. Deshalb nehme ich das. Den mag ich nämlich sehr. So, Guti. Sind wir durch, quasi. Jetzt dürften wir, oder ne, wir haben noch ein bisschen was zu gucken, ja. Oh, guck mal, hier. Also die Kiste, die nehmen wir auf jeden Fall mit, das ist klar, da müssen wir ja vorbei. Truhe öffnen. Was haben wir denn Feines? 50% mehr erhaltene Heilung, das ist doch cool. Heilendes Pulver, anderes Zeugs, alles klar. Moment, das tun wir gleich mal ein bisschen verteilen. Wir haben doch auch noch, also... Moment, pass mal auf. 15% der maximalen Lebenspunkte, okay. Mehr Heilung erhalten. Guck mal, der Togo hat genauso viel HP wie der Bogenfuzzi. Nur sein Widerstand deutlich höher. Der ist auf 8 und hier ist er auf 12, also deutlich ist halt. Und Glück ist ein bisschen höher. Die Stärke höher. Das macht die Geschicklichkeit. Wirkt sich auf den mit Fernkampfangriffen was ist das für ein Ding? 15% Lebenspunkte, mehr Heilung. So. Dann kritische Chance. Du kriegst noch das da. Und der Hühne Togo, der kriegt mehr Heilung. Und das andere Schild lassen wir, wie es ist. Okay. Und jetzt können wir... Also da sind wir ja. Jetzt können wir quasi auswählen. Eins von den 3. Und da das wieder direkt vor dem Endboss ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass das was Gutes sein wird. Herausforderung der Drillinge 2. Oha, das hatte ich schon mal. Ihr hört vertraute Geräusche eines Handgemenges. Als ihr eine Lichtung betretet, findet ihr die Drillinge vor, die sich auf dem Boden wälzen. Hoi, Krieger! Letztes Mal habt ihr uns eine Lektion erteilt. Lasst uns euch zeigen, was wir seitdem gelernt haben. Keine Magie. Sehr gut, ich kann auch keine Magie. Sparringskampf. Der Durchlauf wird nicht beendet, wenn du den Kampf verlierst. Gefecht, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Die Drillinge bereiten sich auf eine Keilerei vor. Magische Angriffe verboten und wilde Drillinge. Alles klar. Sind wir jetzt zu 4 gegen 3 oder wie? Oder was? Oder ne, wir sind sogar 5. 5 gegen 3? Ich hoffe doch. Nein, das sind 3 gegen 3. Ei, und auch noch ausgerechnet. Wieso? Ach, Mann, oh. Ja, gut. Okay. Make it quick. Make it quick. Drum roll, please. This again? Ja. Okay. Hoffen wir, dass das jetzt was wird. You owe me. Erstmal Angriff. Get your boss. Erstmal Angriffswaffen. Time to fight. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, wenn hier jetzt jemand ohnmächtig wird von unserer Gruppe. Wir werden ja nicht getötet, wir werden ja ohnmächtig. Ist er dann trotzdem wieder gesund im nächsten Kampf?
Ja, interessant zu wissen. So, jetzt hat. Okay. Okay. Yep, Finish. bullseye. Weather my blade. So, jetzt pass mal auf. Der kann mich angreifen, aber No fear. ich muss da vorgehen. Ich wollte eigentlich nur eins nach vorne hüpfen, aber egal. So, zwei Treffer habe ich schon. Da ist mal der erste. So, das Problem ist, dass ich jetzt da 2 vorgegangen bin. Das ist schlecht. Eieiei, der knüppelt auch noch. Ja. Granate! Au. Oh, stimmt, Granaten. Ich könnte noch Granate. Hey, Junge, lass das. Das ist nicht cool mit der Granate. So. Huh? So. Was ist das? Physischer Mehrfachziel, Fernkampfangriff mit verringerter Reichweite. 1 bis 3 Ziele kann ich wählen. Wie wäre es denn mit 1, 2? Ja, pass auf. Dahin vielleicht? Ja, das ist zu wenig. Ich müsste mich halt wirklich da... Wenn ich mich da hinstelle, wie sieht das dann aus? Da kann ich die 3 wählen, aber die hauen mich. Pass auf. Zuallererst mal muss er sich da hinstellen und dem eine reinknödeln. Ungefähr so. So. Ordentlich geknödelt. So. Jetzt kann man nämlich gucken. Wie wir das machen. So. So. Der eine da, der kriegt jetzt noch eine Dingens reingeworfen. Und dann haut der schon ab. Hoffe ich. So, pass auf. Also, wie gesagt, der kriegt jetzt einmal Sprengmuschel. Ungefähr so. So, einer weg. Sehr gut. Buffs. Get your buffs. Hier bleibe ich stehen und jetzt ist die Frage, heilen oder Verteidigung. Wir heilen. Verteidigung wüsste ich nicht, ob ich ihn auf ihn oder auf ihn machen soll, aber wenn ich ihn hochheile, dann ist das gut. Dann ist das, oder kann ich, nee, hauen kann ich sowieso nicht. So. Let's close Guti. those wounds. Guti, so, sieht okay aus. Die werden jetzt beide auf meinen Bogenschützen gehen, das ist relativ klar, aber ich stehe halt relativ gesichert. Ich glaube nicht, dass die mich umhauen können. Nee, können sie nicht. So. You owe me. Okay, jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen. Easy work. Ja. So, der ist weg. Und ich bin ein bisschen in Lauerstellung. So ein bisschen. Falls der dann doch zu mir kommen sollte. Was ich ja aber nicht glaube, dass er das macht. So, es ging mir vor allen Dingen darum, dass ich ihn ein bisschen versteckt. Oh ja, das ist eine gute Idee. Guck mal, wenn ich ihn da hinten hinstelle, kann ich ihn treffen.
kann ich ihn treffen und er muss dann quasi da runtergehen. Außer er geht oben rum. Verhindern wir, dass er oben rum geht. Okay, dann stelle ich mich gerade hier rein. Heilung kann ich gerade nicht machen, also mache ich hier ein bisschen Angriff drauf. So, bringt nicht so viel, ich weiß, aber ein bisschen. Ah, Kacke. Ah, er greift nicht meinen Bogenschützen an. Ah, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Der Bogenschütze wird jetzt nämlich mal seinen Bogen nehmen und dich nicht beschützen. So, haben wir die 3 Brüders wieder besiegt. Aber locker knickebocker. Guck mal, haben wir sogar noch richtigen Kampf rausgeholt. Was gibt's? Sonst nix. Nicht viel. Ja. Okay, ich habe jetzt gedacht, da kriegen wir jetzt noch mehr Items oder so irgendwie. Also das hat sich ja fast nicht rentiert. Ja, gab ein bisschen XP, aber... Ah, hier, jetzt gibt's was. Wieder einmal besiegt ihr die Drillinge in einem körperlichen Wettstreit. Sie sind enttäuscht, geben euch aber eine Belohnung. Ihr habt euch auch verbessert. Ich hoffe, wir sehen uns im Kampfkreis. So, was haben wir denn? Rotes Krötenamulett. 50% kritische Chance. Verliere zu Beginn jeder Runde 15% der maximalen Lebenspunkte, bis ein Lebenspunkt übrig ist. Ja klar, werde ich natürlich nutzen. 15%, wenn es 1% wäre. Ja klar, aber 15%? Und für 50% kritische Chance, sag mal, was ist denn das für ein dummer Run? Was kriege ich denn hier nur für dummes Zeug? Also ernsthaft jetzt, das ist ja doof. Nö, das mag ich jetzt irgendwie nicht so. Okay, dann machen wir morgen weiter. Dann machen wir einen Boss platt und dann sehen wir weiter, okay? Gut, bleibt gesund, muskulös und gehabt euch wohl.